Da haben wir einen Tresor. Und wir haben doch vorher die Nummer gesehen. Und das war meine 2790. Nix. Vielleicht nochmal. Geht nicht. Okay. Und da haben wir einen Schreibtisch. Und damit 4. Die Dekodierungsergebnisse der Protokolle von Test Nummer 6.2 und 1400 Hertz scheint wichtig zu sein, weil es eingekreist ist. So, jetzt werden wir erst einmal zwischenspeichern. Was ist das? Können wir da vielleicht das Tonband? Nicht. Ach so. Und was für eine Reihenfolge kennt ihr? Das können wir beliebig umstecken. Aber es muss irgendeine bestimmte Reihenfolge haben, da die sagen. Ansonsten wird sich da nichts da. Zu. Der Lichtschalter geht nicht. Das ist auch zu. Im Schrank haben wir schon alles untersucht, Manni. Jetzt hat die Bücher da, die haben auch so eine Kombination. Könnte es das vielleicht sein? Da haben wir nämlich blau, rot, blau, grün und ja, türkis vielleicht. Jetzt werden wir das mal ausprobieren. So, wie war das? Rot, blau, grün und türkis. Ja. Das Rohrsystem geht nicht. Vielleicht der Tresor. Jetzt werden wir die Nummer nochmal eingeben. Weil eine andere Nummer wissen wir nicht. Oh, das hat wirklich gekaut. So, da haben wir streng geheime Dokumente. Ministerium für Staatssicherheit, Sondereinrichtung, Bunker 4. Das ist der Bericht über die Forschungsproduktivität. Und was ist da erforscht worden? Da heißt Versuchspersonen. Anscheinend sind da Experimente oder so gemacht worden mit Menschen. Okay, da haben wir einen Schalter. Der aber immer noch nicht das Rohrsystem aktiviert.
Was hat er sonst aktiviert? Gut, da sehen wir nicht gescheit oben. Da wahrscheinlich nichts sehe. Da hat sich ja auch nichts verändert. Und? Sind Sie vorangekommen? Können Sie schon erahnen, warum Sie an diesem Ort sind? Ich weiß, was Sie hierher geführt hat. Es war keine Anweisung von oben, sondern etwas anderes, etwas Persönliches. Es ist immer dasselbe. Sie gehen und Sie wollen vergessen. Sie vergessen, aber der Ort erinnert sich weiter. Und wenn Sie wiederkommen, sind Sie wie gebannt. Und auch wenn die Rückkehr sich als schwierig erweist, werden Sie nicht aufhören, bis Sie einen Weg finden. Schon wieder die Stimme. Wenn es hier jemanden gibt, der am Leben ist, muss ich ihn finden. Selbst wenn er verrückt ist. Vielleicht weiß er, wie man aus dem Bunker rauskommt. Ja, ich hätte gesagt, dass der nicht einmal verrückt sein mag, aber er klingt krank oder verletzt oder so in der Art. Vielleicht hat die... Geht die Tür jetzt auf? Oh, die geht wirklich auf. Ich kann nicht zu lange hier unten bleiben. Ich kann kaum atmen. Irgendetwas stimmt nicht mit der Luftversorgung. So. Das können wir mitnehmen. Die Spitzhacke. Da ist finster, können wir nicht rein. Ach so, jetzt sind wir in dem Labor herunten. Und die Sicht schwindet. Da können wir aufmachen, aber das Schloss ist im Weg. Können wir das da weghauen? Nicht. Doch. Und da haben wir eine Klinke. Jetzt sollte man vielleicht abhauen. Weil der schon so komisch hustet. Und scheinbar ist da irgendwo unten. Weil unser Herr... Wie heißt unser Herr nochmal? Piotr. Weil Piotr da so komisch hustet. Jetzt haben wir da... Die Welt befindet sich in ständigem Fluss. Sie müssen sich nur daran gewöhnen. Zeit zu haben ist von wesentlicher Bedeutung. Zeit, um sich auf Änderungen einzustellen. Ein Beispiel. Es muss äußerst unangenehm sein, in einem geschlossenen Raum zu ersticken, da der Sauerstoff ausgeht. Es ist viel einfacher, in einem Lichtblitz zu sterben, ohne das Wissen über den bevorstehenden Tod. So wie eine Glühbirne aufflackert, wenn der Glühfaden durchbrennt. Aber wenn alles so einfach wäre, wäre das Leben viel zu langweilig. Das verstehen Sie doch besser als ich, nicht wahr? Diese Stimme macht mir Gänsehaut. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber ich muss hier raus. Und zwar so schnell wie möglich. Ich fühle mich nicht gut.
Es scheint, als wäre ich durch irgendetwas da unten vergiftet worden. Ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt ein Arzt hier wäre. Ich glaube, auf einen Arzt können wir lang warten. Und wir haben uns scheinbar wirklich da unten vergiftet. Nur wir wissen nicht mit was. So, der passt da. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Okay, wo sind wir jetzt da? Da haben wir ein Rad. Und irgendwas haben wir ausgelöst. Aber keine Ahnung was. Hilfe! Ich brauche dringend Hilfe! Bitte antworten Sie mir. Was geschieht hier? Wie komme ich hier raus? Ich weiß es nicht. Ich war dabei, die Klappe auf der unteren Ebene zu reparieren. Hier gibt es zu wenig Luft. Man kann kaum atmen. Ich brauche Hilfe! Wie kann ich die Lüftung in Gang setzen? Es muss da ein Bedienfeld in der Nähe sein. Das Lüftungsrohr für diesen Sektor ist die Nummer 13. Bitte beeilen Sie sich. Ich halte nicht mehr lange durch. Warten Sie, ich bin gleich zurück. Okay, es scheint nur ein Überlebender da zu sein. Der anscheinend aber schlecht Luft kriegt. Abschnitt 71V. Das haben wir doch da im Labor gelesen. Können wir da irgendwie... Achso, da leuchtet was auf. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen da irgendwas machen. Was ist das da? Oh. Es scheint noch ein Rätsel auszuschauen. Okay, das können wir alles ein bisschen betätigen. So, jetzt werden wir aber erstmal speichern.